damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream meinerseits. Heute geht es tatsächlich weiter mit The Witcher 3. Ich hab's endlich geschafft, dieses Viech zu besiegen. Mann, es geschehen wirklich nur Zeichen und Wunder. Ich hab ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt, ich hab gemeint, ich muss den Spielstand neiladen. Aber ich hab's wirklich geschafft, trotz Bug das Viech zum Besiegen. Und jetzt ist eine kurze Sequenz getriggert, die haben wir jetzt leider nicht gesehen. Wir sind jetzt gerade hier mitten im Dialog mit Yennefer. Und ja, Yennefer war ziemlich nutzlos. Wir haben den Jim besiegt, ich habe den Jim besiegt, ja. Du hast überhaupt nichts da. Wir fragen jetzt, ob es dir besser geht. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Ich hab die Arbeit Kein da. Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Du hast Danke, überhaupt dass nichts du da. mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Ah, was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Ich konnte nicht anders, wenn ich... Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn ich gewusst hätte, worum es ging, hätte ich abgelehnt. Das trifft den Kopf auf den Nagel auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich hier wäre, wenn ich gewusst hätte, worum es dir ging. Dann hätten wir niemals die Wahrheit erfahren. Ob ohne den Zauber irgendwas anders ist. Und? Hat sich was verändert? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden, dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Scheiße. Es hat sich nichts verändert. Tja, was soll ich machen? Mir ist einfach Triss sympathischer. Es bricht mir das Herz, dass ich jetzt ihr das Herz brechen muss, aber ich will mit Triss zusammenkommen. Es tut mir leid. Sie ist mir sympathischer. Ich bin Team Triss, kannst du sagen, was du willst. Ich weiß, eigentlich ist Yennefer sei Ding und so, aber tut mir leid, aber wir nehmen Triss. Aber ich will nicht mehr. Ach, es ist traurig, ich weiß. Am liebsten da die beide nehmen, aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich mich für beide entscheide, dass ich dann gar keine kriege am Schluss. Und das ist halt auch nicht gerade Sell Yellow from the Egg, wie ich immer so schön sag. Es hilft nichts, tut mir leid, Yennefer, es geht nicht. Tut mir leid, Jen, aber für mich ist der Zauber vorbei. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Ich fühle dasselbe wie vorher. Das solltest du auch. Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten? Dass der Djinn deinen Wunsch erfüllt hat. Ja, also, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen. Ach Dann mein. können wir ja jetzt gehen. Komm. Warte. Der Zauber ist weg, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei dir bin. Bleiben wir hier eine Weile. Mei, es tut mir jetzt so leid. Jen ist mir zwar ziemlich unsympathisch. Oder Jen ist mir halt zu unsympathisch, so würde ich sagen. Dass ich Yennefer wähle. Und ganz ehrlich, du warst bei diesem Kampf überhaupt nichts gut. Also, ich hätte es mir vielleicht anders überlegt, wenn du mir irgendwie geholfen hättest. Hast du aber nicht. Aber holy shit, bin ich froh, dass dieser Kampf jetzt vorbei ist. Den Großteil davon haben wir ja nicht gesehen. Ich habe alles offline gemacht. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Stunden da hingespielt und ich glaube, ich bin 100 Mal gestorben, 100 Mal sterben lang nimmer gegen dieses blöde Mistviech, weil es war egal, wie du gelevelt hast, egal welche Rüstung du gezogen hast, er hat die instant killed. Also mit einem One-Hit und du bist... Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Üsima. Ja, es tut mir leid, okay. Ja, mein Gott, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Lass uns reden. Reden wir erst Jen, mal. was vorhin passiert ist. Bitte, Geralt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Bis dann, Geralt. Wir sehen uns auf dem Pfad.
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Bis dann, Yen. Aber es tut mir leid, ich bin Team Triss. Sprich für die Döner. Ah, stimmt, wir haben ja das. Ah, jetzt können wir endlich wieder normal unser Ding machen. Endlich, Alter, ich kann es euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Wie froh ich bin, dass diese Scheiße jetzt vorbei ist. Das war so ein Dreck. Alter, nie wieder, Alter. Ich red. Was kann ich mit dir reden? Ich will über die Vergangenheit reden, die wilde Jagd. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja, deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Oh Gott, es gibt viel. Die Zeit bei Aquaron, ja, Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Nein, hätte sie nicht. Deine Sicherheit rührt mich. Aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte. Rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Mit anderen Worten, sie hatte keinen Bock, euch zu retten. Was ist in Nilfgaard passiert? Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Bro, ich bin ein besserer Vater. Ciri, ich bin dein Vater. Ja. Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Eredin ist dieser Möchtegern Sauron aus dem Gameplay-Trailer, oder? Worüber wir gesprochen hatten. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Nix. Bis dann. Danke, Yen. Bis dann. Und möge der Saft in dir sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schleichen wir uns. Da haben wir ein Lager. Inventar, haben wir da überhaupt was drin? Ich glaube nicht, oder? Ja, da ein bisschen was, aber jetzt nicht gerade weit. Wenn wir irgendwas ablegen, ja, das ist eigentlich alles kurz zeigt, das kann ich alles noch brauchen, beziehungsweise, jawohl, hier steigen wir gleich drauf auf die Kisten. Was ist das? Abgeschlossen. Gut, da gehen wir halt wieder. Irgendwie, was ich geht, davor gehe ich aber zum Bruder, weil ich mag eine neue Frisur haben. Na Jungs, was läuft? Alles was Beine hat, ne? Ja, hoppala, Java und Ding. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ja.
Kann da mal ein bisschen boxen. Der will mal einen Wettkampf machen, ha? Wer bist denn du? Du bist der Kampfmeister. Ich möchte ein bisschen boxen. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Ich bin bereit. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! Let them fight. Du hast den Inselbewohner beleidigt, Mutant! Scheiß Lobby beleidigt. Aua. Zusammenbleiben! Boah, der ist schnell. Fuck. Au. Bei den Geistern aus Mörhorn! Xeng! Nix Totenkopf. Pro-Gamer, Alter. Der Fremdländer hat gewonnen! Du hast noch 2 Kämpfe vor dir, bevor du um den Titel des Meisters von Skellige kämpfen kannst. Du musst Einer auf Farö besiegen und Grimm in Helmstein, einem Dorf auf Art Skellig. Viel Glück dabei. Ja, easy. Easy. Ich sage ja, diese Kämpfe, es sagen alle, die sind total schwer, aber die sind nicht so schwer, wenn du gescheit blockst. Also blocken ist da wirklich alles. Und dann sind die Kämpfe eigentlich sogar relativ einfach. Ich möchte, dass du diese Fetzen für mich... Hey, du bist der Bruder. Meine Frisur. Hey, ist Justa. Arschneiden. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Im Real Life müsstet ihr mal zum Bruder, also zum Friseur, wenn ich weiß, was ein Bruder ist. Das ist bayerisch für Friseur. Neue Frisur, was nehmen wir denn? Lang und offen, offen nicht so lang, Seiten rasiert, unten kurz. Dann machen wir das. Das ist, glaube ich, die Standardfrisur. Genau. Und ein Bart hätte noch. Ja, gerade rasiert, weil nachwachsen tut er von selber. Das finde ich eigentlich, einerseits finde ich es cool, dass der von selber nachwächst, andererseits finde ich es ein bisschen nervig, dass du immer wieder rasieren musst. Also, es hat Pro und Kontras. Bis dann. Bis dann. Gut. Dann da die Song packen wir es wieder. Machen wir mal das Theaterstück, oder? Ich kann alles. So, wir gehen ganz locker lässig. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich schlägt. Keine Verschwörung, sondern Ganggerecht, nachdem er bei der Jagd vom Pferd gefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Die habe ich mal in Scharen auf einer Südseite. Serikan und Liebstöckel? Hast du was gegen Juckreiz? Gut, wir werden schnell reisen. Wir müssen nach Novigrad. Zum Platz des Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Du bist nicht mein Freund, du bist ein nerviger Haufen Scheiße, der mir immer in die Sequenzen reinquatscht. Oder besser gesagt, die Ladescreens. So, wir hucken uns wieder ein bisschen bequemer hin.
Jetzt lädt heute. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Zeit ist Geld und beides haben wir nicht. Im Inventarfenster kannst du ansehen wie, hey, ich will das lesen. Du sollst die Wache nicht reizen. Wenn du sie provozierst, rufen sie gewaltsam zur Ordnung und kämpfen dir einen Buße gegen Ruhestörung ab. Ja, das... Jetzt sag mal, was braucht der jetzt so lang? Ist die angezeigte Folge nur Quest zu hoch, dann steigere deine Stufe und such dir bessere Ausrüstung ein. Scheiße, ey! Ich krieg das auch so hin, haben wir gesehen. Ich krieg alles hin. Pro-Gamer. So. Da ist gleich ein Ausrufezeichen, da ist schon... Herhören! Alle Passanten, alle Reiter! Brauchst du etwas, Meister? Wegelboots laden zum Rennen! Vollblüter in vollem Tempo! Schnauzen. Beim Anwesen der Wegelboots vor der Stadt! Ich hätte Lust auf Knut. Aha. Ah, ein Knädel hätte jetzt auch. So, ich muss... Da noch. Ich muss das Theaterstück aufführen. Ich muss Theaterstück. Jetzt wollen wir mal schauen, mein Text. Wo war denn mein Text? Inventar. Nur mal kurz schauen. Da irgendwo mein Text gehabt. Geleitbrief, was ist das? Die Erlösung des Dopplers, genau, das ist der Text. Hexer, nur Bestien von übler Natur töte ich. Hexer, vielleicht trinkt sie ja inmitten der Gäste ein Bier, argwöhnisch. Hexer, sie liebt ihn und mag er auch ein Anderling sein, erstaunt. Hexer, sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, o Graus, mit Verachtung. Hexer, Doppler sind keine Monster, darum töte ich sie nicht. Feierlich! Okay, machen wir. Ah, da, das ist der Ordner. Hey, Ordner. Siehst du, Hal? Masse mag wichtig sein, aber die Technik macht den Unterschied. Okay, wir müssen ein Stück aufführen. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Wo soll ich hin? Ist dann auf, oder was? Wo soll ich jetzt hin? Da über die Mauer drüber. Tatsächlich. Ich muss zur Theaterchefin, muss ich. Wo ist denn die? Die Süße. Irina Renarde. Na, Süße? Na, hast du mich vermisst? Natürlich hast du mich vermisst. Alle Frauen vermissen mich. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Der Text, wir müssen darüber reden. Wieso müssen wir Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Verdient man hiermit gut? Erstmal das Wichtigste, Geld. Verdient man Geld? Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Bin ich das? Ja, der Wahnsinn. Ja. Wer spielt den Hexer? Ja, dreimal der Strat, wer den Hexer spielen wird. Fangen wir mal so. Die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Oh, du willst die Prinzessin spielen. Ich würde sagen, gut, Priscilla darf fast zur Prinzessin besser passen, aber mir ist sie irgendwie sympathisch. Sie soll die Prinzessin machen. Du hast die Rolle. Talent und Erfahrung sind für mich wichtiger als Aussehen. Ich fühle mich geehrt und werde mein Bestes geben. Hast du sie gerade als hässlich bezeichnet? Talent ist mir viel wichtiger als Aussehen. Mit anderen Worten, die andere ist zwar jung und hübsch und du bist alt und hässlich, aber du hast halt Erfahrung. Alter, wie arschig. Geralt, du kannst eine ganz schöne Gesäßöffnung sein manchmal. Reden wir über den Prinzen. Es bin natürlich Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden.
Aber Latrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollier, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Oh Gott, wen soll ich ihn jetzt da nehmen? Also der Ohr ist quasi... Der Ohrkuss kommt aber nicht gut an. Und der andere Kuss nicht. Oder nein, Schmarrn, der eine Kuss und der andere und ist halb besoffen und der andere Kuss nicht. Oder. Ach, was weiß denn ich? Nehmen wir einen Alki, ist doch wurscht, der bringt ein bisschen Humor rein, wenn er besoffen auf die Bühne kommt. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Immer. So, wer spielt den Hexer? Ja, wer wohl? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich will aber nicht. Ich bin ja kein Schauspiel, ich habe kein Talent. Natürlich habe ich Talent, also jetzt hörst du aber auf. Gute Idee, beste Idee überhaupt. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Endlich habe ich die Besetzung. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Muss ich mir jetzt verkleiden? Ich bin doch schon angezogen wie der Hexer. Ja, freilich fangen wir an. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Ja, Zoltan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt. Du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Und er lädt. Meine Damen und Herren, Liebe Neger. ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bollier. Und als Prinzessin die berühmte Künstlerin und Königin der Bühne, Irina Renard. Jetzt schon Standing Ovations, dann kann sie nur Erfolg werden. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Das Monster töten macht den Spaß, nur üble Bestien töte ich nicht. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Oh, ich hab's drauf, Alter. Ich hab's so drauf. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot.
So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspähe ich hier. Vielleicht sitzt sie uns in Gästen. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit und Schmerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster mein, ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Falls sie wirklich liebt, sie liebt ihn und er mag sie auch. Was man sieht, ist da! Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch! Halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. So eine schlechte Moral, sondern Bosheit im Herzen. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, wer Doppler nicht lieb hat, ist doch. Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Genau. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen! Kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch. Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen. Okay. Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher. Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen. Los, Jungs, gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle. Im Namen des Kults. Okay. Hilf uns, Hexer. Wir schaffen sie nicht alleine. Natürlich helfe ich euch. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt geht's rund. Reißt euch zusammen, Jungs. So, sauer in die... So, erst einmal ausrauben.
Hui! Für euch brauche ich nicht einmal Hexerzeichen, ihr Penner! Mei. Jawohl, weg mit dem Arm. Mei, die halten ja nichts aus. Jawohl, Beine werden überbewertet. Ein Schinkenbrötchen hat er dabei. War's das jetzt? Leere Flaschen. Was hat der noch drin? Erstmal umschauen, was haben die alles dabei, die Nasenbären da. Er hat auch ein Hühnerbrötchen. Das ist ein Semi! Sie fix. Händelsemi gibt's sowas auch. Ja und jetzt? Muss ich da hinten rüber nochmal. Der hat noch was. Gut. Schwert brauchen wir nicht mehr. Ich hab gesagt, wir brauchen es nicht mehr. Okay. Wir haben wieder eine Cutscene. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich. Es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins. Du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Bist du nach dem Kampf bei Hurensohn eingenommen? Warum hast du dich Kontakt mit dem Friseur? Ach, was weiß ich. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderem. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Auf jeden. Zeig sie uns. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Nö, war's nicht. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Aber warum? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich finde, dass die Hexenjäger diesen nervigen Rittersporn haben, ist eine gute Neuigkeit. Menge ist tot. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Da gibt's eine Menge Ärger. Rittersporn ist auf der Tempelinsel, niemand weiß sonst. Ja. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst.
Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dole oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Ach Gott. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Du wirst schon zurechtkommen. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit. Auf jeden! Einfach großartig. Kein einziger Fehler. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben mir Geld zurückverlangt. Ich fand das eigentlich ganz lustig. Bitte sehr. Deine Gage. Oh, ich habe eine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Wie viel habe ich gekriegt? Trifft Sultan am Ort des Hinterhals. Wie viel Kohle habe ich gekriegt? Ich will keine Erfahrungspunkte, ich will Geld. Wie viel Kohle habe ich gekriegt? Sag's mal halt an. 10 Euro. Ja, mei. Ich komme mit der Priscilla. Geralt, schrei mich nicht so an. Rittersporn, wie hast du ihn kennengelernt? Ja Gott, das hat man ja schon. Ah, na da, 30 Euro habe ich gekriegt. Alles gut. Haben wir schon wieder. Alles klar, kann ich mit ihr reden? 50 Euro? Okay, ich hab doch ein bisschen mehr. Okay. So viel dazu. Hoppala. Entschuldigung, jetzt habe ich die Musik unterbrochen. Der zarte Hauch des Bösen. Welche Stufe bin ich denn? 18. Such Olgierd von Everec wegen des Auftrags. Ja Gott, das ist das DLC. In der Song. Ja, ein Poet in Nöten. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Die schwarze Perle im Wolfspelz. Ach, das war das mit dem Werwolf, gell? Was haben wir denn sonst noch? Frage Udarik, wo Ceres ist. Das mit der Ceres-Mähe hätte ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Machen wir doch mal einen Hexerauftrag, oder? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mysteriöse Spuren, Stufe 20. Das Rätsel, ja, vielleicht sollten wir uns nach dieser Djinn-Aktion da Mission suchen, wo eher unserer Stufe entspricht. Wobei eigentlich laut Spiel hätte ja diese Aktion eigentlich unserer Stufe entsprochen. Ich weiß nicht, warum ich da... Wahrscheinlich war ich einfach zu scheiße dafür. Machen wir das doch mal. Seltsame Bestie, müssen wir wieder nach Skolliger. Ein Poet in Nöten am Arsch. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Wählen geflohen sind? Hier ist es nicht sicher. Was soll ich da? Du gehst jetzt da raus. Überall Schweine. Männer sind Schweine. Was machst? Aufs Maul, Kuss Tom. Verfluchte Hexenjäger. Und ich dachte, schlummert kein The Last Witch Hunter. Da liegt noch was. Nur mal ein Hühnerbrötchen. Ganz toll. Ich stecke fest. Es ist so schwer, Inspiration zu finden. Ja. Wie sagt man goldrichtig? Donnerschlag, was für ein Wagen schlechter. müssen flink mit der Zunge sein. Hexer flink mit dem Schwert. Ich bin mit allem flink. Ich bin Flinky Pinky. Der Hexenmeister. Also, wie gesagt, wir müssen nach Skolliger. Achso, ja.
Ich brauche den, dann machen wir den. Ich muss jetzt mit irgendwelchen Krieger reden. Nach Larvik beamen wir uns. Auf Hintersfjall erfuhren Geralt und Yennefer, dass Ciri tatsächlich auf die Inseln zurückgekehrt war. Sie war wieder mit ihrem maskierten Magierfreund zusammengekommen. Gemeinsam hatten sie ein Boot bestiegen und waren in eine unbekannte Richtung aufgebrochen. Oh, sie hat ihn Das Boot war bestiegen. zurückgekehrt und an Bord war nur ein Passagier. Eine Kreatur, die so stumpfsinnig wie hässlich war. Ja, sag ja, er beschreibt sich hier selbst. Alles klar. Wir müssen mit Kriegern reden. Wo sind denn die Krieger? Ach, da ist die Plötze. Da ich den da parkt. Anscheinend. Die müssen da rein. Achso, seid ihr schon die Krieger? Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen. Und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Kein Grund, mich gleich zum Schnauzen, du Arschloch. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Ja, ich frag. Naja. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in 2 Hälften. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Interessant. Danke. Hm? Wofür? Der ist männlich. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Anna, bist du's? Okay, wir müssen den Überall-Vollort finden. Sogar war jetzt ein Schmied, warte mal. Schmied! Muss man mal eine geile Sache. Bewegte Zeiten. An den Waffen sollte man nicht sparen. Ja, ganz genau. Eigentlich war mal Rüstung recht. Und zwar mal gescheit. Ich möchte, dass du mir eine Rüstung anfertigst. Und zwar kann ich irgendwas. Ich hab Handschuhe. Ich hab keine Dinge, keine Schemata, keine gescheiten. Okay, drauf geschissen. Dann soll er reparieren, dann soll er mein Outfit richten, wenn wir schon da sind. Zack, so. Geil. Sonst bei den Nixen. Okay, das war's schon wieder. Ich muss einmal die Schatzsuchen machen, aber ich glaube, zum Zuschauen sind die auch nur mäßig spannend. Was habe ich denn für Schatzsuchen offen? Warte mal kurz. Schatzsuchen, jetzt pass auf. Schatzsuche, Katzenschulen-Ausrüstung. Ja, gut. Die Katzenschule-Ausrüstung, die werde ich mal suchen, aber jetzt nicht. Dein Name sei verflucht. Ja, ja, deiner. Ich hab dich auch lieb.
Okay, das ist der Überfallort. Dann schauen wir mal. Dem hat was richtig zugesetzt. Ja, da fehlt ein bisschen was bei dem, glaube ich. Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Hä? Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Wo war Die das? Spuren Neckar führen in sein? den Wald. Und in die Ein Höhle rein. guter Ort für ihr Nest. Hurra! Ah Gott. Jumpen wir mal da runter, oder? Was, warte mal, bevor wir jetzt da runtergehen, müssen wir mal kurz meditieren, damit wir wieder Bomben haben. Kannst du jetzt nicht tun? Wieso kann ich das jetzt nicht da? Achso, deswegen. Kann ich es jetzt da? Jawohl. Nein, mir geht es bloß darum, dass ich wieder Bomben habe. Oh, ganz toll. Ich muss da irgendwie schnell durchlaufen. Ah, nicht cool. Scheiße, scheiße. Lauf durch. Lauf da durch. Scheiß Dreck. Das war jetzt nicht so gut. Warte mal, vielleicht kann ich den machen. Ja, wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Die soll es abbrennen, oder? Anscheinend sind diese Neckar feuerfest. Komm mal her, du! Die halten zum Glück nicht viel aus. Jetzt zünden wir gleich mal an. Ich sehe nichts. Da schmeiß doch keine Bomben, du Nasenbär! Sie fix, da Fackel brauche ich. Die Neckar sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Aber nicht clever genug. Endlich, das Hauptnest. Oh ja, da kommen sie auch schon. Hallo! Mein Name Geralt, ich hier, um euch umzubringen. Wieso holen der Depp jetzt die Fackel raus? Tu die Fackel weg, du Pfosten! Das war's Hauptnest, das waren genau 3. Hey, war nicht fertig! Oh, jetzt kommt der Chef. Der wird's wieder sein. Ich habe wohl Gesellschaft. Hauptmann. Jawohl, jetzt bei dem Zug ist schon anders, ob wir bei dem Djinn. So, das sind wir gleich mal sauber, oder? Ah, wie schmeckt er das? Da schau her! Ja, grob die Ei, du Nasenbär. Du kannst mir nicht entkommen. Für die deine Kumpel so, du. Hässliche Mistviecher, geht's her da! Das ist alles, was du kennst. Ah, da kommt der Chef wieder. Na ja, du, jetzt zünd die an. Jetzt grabt er sich wieder ein, der Hurensohn. Da, schau her! Kennt's mir gar nichts, ich bin Geralt der Geile. So, wo ist er? Da ist er. Hey, Hauptmann! Na, da, sauer, Silberschwert in die Fresse. Easy. Gut, wir nehmen alles mit. Alles mitnehmen, alles mitnehmen.
Hey! Achso, Trophäe mitnehmen. Ja, Trophäe ist wichtig. Witzig, dass er für Trophäe über sein Buttermesser hernimmt. Monsterhelm. Oder selber keins, oder? Gut, siehst du das, dann haben wir es ja schon. Dann können wir wieder abdackeln. Das war also ein relativ kurzer Auftrag. So, jetzt Kordfackel wieder rausholen. Ah, jetzt ist das Gift wieder da. Warte mal. Igni. Brenn mal weg. Halt, da liegt noch was. Hey! Achso, fuck, ich habe halt flach gehabt. Nicht fix. Kontrolliertes Abbrennen. Ja, geh hinauf da. Hol dir die Belohnung. Wir holen die Belohnung. Kann jetzt natürlich ja reiten, gell, aber wir sind ja sportlich. Da laufen wir doch, oder? Gehen wir mal hier zu den Dudes. Ein Hexer. Wo sind denn die Nosenbären? Oh, ich glaube, ich bin gerade vorbeigelaufen. Bist du das? Ja, du bist der Auftraggeber. Also, hilfst du mir? Ich hab dir schon geholfen. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Na. Nein, easy. alles in Ordnung. Easy. Nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Passt. Danke. Bis dann. So, wie viel haben wir jetzt gekriegt? Also wieder in der Mühle arbeiten? Oh nein. Für dich ist es sicherlich nur eine weitere tote Bestie, aber für uns, du hast uns das Leben gerettet. 45 Euro haben wir gekriegt. Oh, pfui. Quests. Was machen wir denn als nächstes? Nein, ich möchte das nicht Hauptstory machen. Ich möchte den Deppen nicht retten, aber ich keinen Bock auf den. Liebling der Götter, Höhle der Träume, ach was weiß ich, aus einem fernen Land, finde heraus, was man im Wolfspelz. Machen wir mal das. Machen wir mal das mit dem Dings, wie heißt der Marquardt. Da nehmen wir jetzt mal das Geld, da der wir jetzt aber rein. Wo ist er denn? Hey, Plötze! Weil die Rindsrouladen da vorne. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Nilfgaard, weißt du? Aus Nilfgaard? Und du lässt sie mit ihm das Bett teilen? Er würde sie nicht anrühren. Er sieht sie sich nur manchmal genau an. Er sagt, wenn er sie ansieht, hasst er sie so sehr, dass er schreien möchte. Und das glaubst du. Ja Gott. Mein Gott. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisten Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Fest an Katzenköpfe Auf Abenteuer aus? Ja, das weißt du, dass ich nicht The Witcher spielen. Halt, da ist Ausrufezeichen, da ist eine Quest hinten. Die holen wir uns, die Quest. Oh, großmächtige Freya, hilf! Na, Jungs. Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran.
Na schön. Geh du voran. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Okay. Krieger, Krieger. Jetzt müssen wir Ghule killen, sie geht es richtig. Ich sehe gar nichts. Habe ich zufällig Katze? Warte mal kurz. Moment, ich bin gleich soweit. Habe ich zufällig den Trank Katze, dass ich ein bisschen mehr sehe? Das ist ja anreitig, wenn es so finster ist. Katze, habe ich, gut. Haben wir uns gleich eine Katze. Nein, du sollst keine Wasserflaschen, Katze sollst saufen. So. Jetzt sehen wir mehr. Hoppala. Wohin gehst du? Alter, das sind so früh! Ich häng fest. Jetzt? Passt das schon? Jetzt wart's bitte kurz, dann nehme ich das Zeug schnell mit. Und jetzt? So geht's weiter. Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Der hier. Ach, das war's schon. Und der letzte. Schleift die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, dass sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander. Du hast es ihnen richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Ich ziehe meine gute alte Axt vor. Gut. Möge deine Axt nie zerbrechen. 60 Euro haben wir gekriegt. Passt. Cool. Heda. Breitkopfbolzen. Ich brauche noch mal ein nützliches Schemata, leider. Jetzt sehe ich wieder nichts, weil es so hell ist mit der, mit dem Trank. Ah, jetzt. Okay. Gut. Das war's. Eigentlich müssen wir ja zuerst mitten über einen Fluch reden. Ach, ich bin noch ein Trottel. Halt, ich glaube, ich muss da abwehren. Mein Gott, das GPS ist halt auch für den Arsch. Nein, das so ist gut. Ah, so ist es nicht gut. Ich muss ihn hier. Ich muss den Weg da gerade und dann. Komm schon, Plätze.
Tordar. Komischer Name. Halt, da geht's aber. Okay, gut. Plötzlich packen wir da. Respekt, Hexer. Wer ist der Tordar? Du bist der Tordar. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Jennifer Ja, auch ja, nicht. ist schon recht. Okay. Nichts über einen Hex. Gut. Wir werden jetzt einmal sauber speichern. Der letzte Wunsch. Ich kann diesen Spielstand endlich überschreiben. Gut. Stunde ist rum. Ich würde sagen, wir gehen zum Hauptmenü zurück. Gut, also, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer bei den Leuten, die da waren fürs Zuschauen, bei den Leuten, die sich das irgendwann einmal anhören fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, da wird es dann da an dieser Stelle weitergehen, höchstwahrscheinlich. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal, servus.